Schulweich Nolächtrer vun Straßburg live vun eiser Plänier, déi mar die Lächt hunn lo dëskeier vir der Vakanz. Ze summen mam Christoph Hansen bericht Mariech iwwer dat wat lass vor. Christoph, ich hat zwei Dossien, die mir wirklich ganz viel Herzleiner, wo ich an der Pläne darüber geschwärzt und der dehnte das Magnitsky-Gesetz an der dann hatte das die Resolution, die wir geholt haben, fängst Ungarn, das ungarische Gesetz mit den LGBTQI-Leuten. Also für dich das Magnitsky-Gesetz, das ist das wer das erlaubt, für gezielt Sanktionen gegen Individuen zu haben, wann etwas geschieht, das Niveau von den Menschenrechten, wenn die Leute wirklich gegen Graf Viergehen hatten gegen Menschenrechte, können wir sie gezielt sanktionieren. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir die Sanktionen holen, da sind es nicht die Leute, die, wenn wir zum Beispiel ökonomische Sanktionen holen, die dann in dem Moment betroffen sind, mit der Teil sie wirklich Individuen. Aber wir wollten dann empfangen, dass das Gesetz noch soll verbessert gehen, das soll mehr weit gehen. Und das sind 3 Punkte, die wir wirklich wollten verbessert kriegen. Der eine, dass die Korruption dabei ist, dass die auch sanktioniert wird. Ich weiß, wie schlimm das ist, Korruption mitzuspringen für den Rechtsstaat, für die Demokratie. Und es erlaubt effektiv Leute einfach über dem Gesetz zu stehen. Und das ist das, was wirklich nicht darf sein. Das ist der nächste Punkt. Der zweite Punkt, dass das bislo muss es am Kurs sein, der Tisch von die Länder, dann die 27 Länder zusammen sind, müssen die zusammen alle Gurchten unternehmen dezidieren, dass das Gesetz eben also der Mechanismus von den individuellen Sanktionen, dass den benutzt wird. Und du weißt, wie das schon war, dann als Land oder 2 Länder, die dann einfach sich quäsch setzen, und das kann nicht gemerkt werden. Dafür sind wir wirklich dafür, dass das gefragt gehen an der Pläne hier im Parlament, dass einfach mal eine Majorität, eine qualifizierte Majorität, liquidiert wird. Genau, dass das nicht mehr da ist, weil das kann ja nicht sein, dass ein Land sich kann opposieren, dass die Europäische Union kann eine Decision holen. Und das Letzte, dass da habe ich wirklich ganz viel darauf insistiert. Ich fand, dass wir wirklich nicht mehr effizient sind. Die Leute kriegen ja, also so, dass sie hier abwähren, das heißt hier suchen auf der Bank, hier und auch überhaupt, wir können an der Europäischen Union, kriegen sie verboten. Das heißt, sind aber oft Leute, die wirklich dann eine Villa haben, die suchen auf der Bank haben, die kommen aber ganz gerne. Bei ihnen soll keine Freiheit sein, mehr haben sie aber gerne, wenn sie davon profitieren können. Und es geht eben darum, dass sie nicht mehr davon profitieren können. Und nicht so immer, dass es wirklich effizient sind. Wenn nicht nur mit der Europäischen Union, sondern mit der Europäischen Union zusammen, mit Amerika, mit Kanada, mit England zusammen schafft, das ist immer wirklich effizient. Und das haben wir auch das Jahr an der Pläne wirklich einen Akzent darauf gesetzt. So du hast noch was für ein Thema dir Herz leid. Ja, das Woche 2, da denkt das geht in Bangladesch, wo ich morgen Morgen Ton de Parole an der Pläne habe. Da geht es notamment auch als Handelsrelationen mit Bangladesch, aber auch de Lien mit den Menschenrechten, mit den Arbeiterrechten, wo die Situation im Moment ziemlich dramatisch ist. Wir haben uns mit den wenig entwickelten Ländern einen präferentiellen Akkord, für das sie auch mehr einfach hier Waren können an den europäischen Markt verkaufen. Mehr, wenn du sich dramatisch auch bei den Arbeiterrechten nicht angehalten, dann haben wir auch natürlich Möglichkeiten, die Präferenzen auf Eis zu legen. Das wird wir diskutieren, das nach keinem legislativen Dossier. Ich meine, darüber kommen eng anerkehr zurück, wenn du bis Nil mat Kap gemacht gin, beziehungsweise wenn sich die Situation do ändert. Ich wollte ein Sujet ausschwätzen, die mal nicht explizit op der Pläne an der Pläne hun Medien war ganz wichtig für Reisers. Dene war op den Ordre du jour könnt notamment vun der Kommission Fisk, wo ich Member sind geht dem Steuerfroen an das die viel Attacken, die man sech die lachte meint an Joren eigentlich op Plötzeburger lief hun verschiedener muss ich so waren vielleicht berechtigt. Man hat den Fall von den LuxLeaks, man hat lo für einen guten halben Jahr nach enker Open Lux allo sind die sogenannten Luxletters. Und da sind wir spezifisch gegen Lützeburg geschlossen, obwohl ob der Sache sind Steuerfroen die anderen Länder auch machen, und obwohl wir als Lützeburg als steht die europäische Gesetzgebung als echten Umsatz Musterschüler dran. Du kannst natürlich streiten, dass die europäischen Gesetze nicht weit genug gehen, wie auch die international sind mir die echt, die an der Europäischen Union sich dran halten und trotzdem acharnieren verschiedene sogenannten ONG, die am Taxbereich aktiv sind, mir war auch verschiedene Deputierten hier am Europaparlament sich drauf
an verschiedene Medien op spezifisch op Lützeburg zu klappen. Ich fand das unberechtigt wie ich gesagt habe, sind wir schon wirklich Vierreiter an den Umsetzungen von der Legislationen europäisch, aber auch international. Und davon muss ich auch nur ganz genau aufpassen und noch sich verteidigen, obwohl ich merke, dass es immer Männer gibt, die Attacken, die Attacke zerstatten, sie fanden immer Männer op Euro, weil doch irgendwo nimi Spaß möchte, op Lützeburg zu klappen. Mir holo eng Proposition, die am Kader vom G7, also von den größten Wirtschaftsnationen an der Welt getroffen geworden, das op Initiativ von den Amerikanern gemacht ging, wie dat mat Besteuerung von der Betrieber lo eure Minimum global festet. Und ich fand das eng immens gut Idee, weil wenn man dat hier kreen, dann können man auch die groß wie Amazon, Google etc. Können man die auch korrekt besteuern, weil die haben im Moment das ganze System, den erlaubt, für Steuern oder Profite zu verteilen über die verschiedenen Filialen an der Europäischen Union, wie auch darüber raus, auf die das dann besser an den Griff zu kriegen. Wir hatten als Europäische Union, wir auch als auch Franzosen besonders, die hatten schon eine nationale Proposition gemacht für eine Digitalsteuer. Das heute geht aber noch ein mehr weiter, als nämlich nicht just Digitalsteuer, das heißt, das sind auch die traditionellen Industriebetriebe, die dann betroffen wären. Das sind das natürlich auf ein dieselbe Niveau weltweit, wenn es dann durchgeht. Da sind noch viele Etappen, die müssen kommen. Notamment steht das le Mode du Jour vom G20, von den 20 größten Wirtschaften auf der Welt. Und da soll das dann auch ja weiter gefordert gehen und dann geguckt, wie die nationale Solution so auf den Weg kriegt. Das wie gesagt, am Ende die richtige Solution, die wird doch vom Lützeburger Finanzminister unterstützt. Und ich meine, das ist auch ganz klar der richtige Weg. Den Teufel von der ganzen Berechnung leidet aber trotzdem am Detail, weil wir wollten ja eigentlich mit dem, was wir an der Europäischen Union diskutiert haben, die groß amerikanisch Digitalbetriebe notamment taxieren, weil wir wollen dadurch die groß genauso viel oder wesentlich mehr Steuern bezahlen, wie sie das aktuell machen, weil die Kleinbetriebe, Handwerksbetriebe müssen sie bezahlen an die groß bringen, die irgendwie fertig immer da lernen zu kommen. Lo ist das so, wenn man auch als Industrie damit abgreifen kann, es aber Sinn, dass man den Verteilungsschlüssel auch so ist, dass vielleicht nicht unbedingt die Suen, die Taxen bei uns zu Lützeburg und der Europäischen Union, mit das vielleicht auch mehr do können, wo Waren verkauft gehen. Das kann das in Amerika, China oder so. Die Stadt muss ich aber ganz genau analysieren. Die Amerikaner sind in der letzten Zeit ganz tags mal zu Propositionen gekommen, die gut klingen. Mir ich meine, könnt du wirklich tun, den Detail zu gucken und zu gucken, wie das abgeschlüsselt, dass die Verteilung Steuern muss bezahlt gehen. Und dann muss man eine informierte Entscheidung treffen. Das war nach einem langen Weg, bis du wie gesagt, ich meine, das ist ein Tool, ein Handwerksmittel, das das auch wird erlauben, von den ewigen Attacken, die auf Lützeburg stattfanden, für auch endlich davon wegzukommen. Ich meine, die Leute, die das attackieren, leben in der Vergangenheit und wissen nicht, was sich die letzten 15 Jahre getan hat. Ganz einfach wieder, das nach viel zu machen für Steuergerechtigkeit zu tun. Aber an dieser Situation, wo man sehen haut, wie Lützeburg ist, ob Lützeburg klappen, ist wirklich nicht normal. Das ist nicht legitim. Voilà. Wie gesagt, wir hatten morgen die Resolution über Ungarn an. Ich muss sagen, dass es aber nicht ein ganz im Moment war, weil überhaupt eher unsere Resolution kommt, war den ersten Punkt in dem Ordre du Jour, war am Fond geholt, der Bilan vom Conseil. Und es war schon wirklich ein ganz guter Moment für am Fond dem Ursula von der Leyen notzulauschen, wie es gesagt wird, dass es wirklich ein Schand wäre, so ein Gesetz an der Europäischen Union. Das ist so, dass es am Fond geholt Ungarn mit dem Gesetz eine Gleichstellung quasi möchte von Homosexualität, von Transgender und von Pädophilie, was wirklich absolut inakzeptabel ist. Und es limitiert wirklich die Rechte von den LGBTIQ-Leuten. Und es geht ja so weit mit dem, man fährt da ja nicht mit der Information über LGBTQ-Leute, über homosexuelle Leute an den Medien machen oder einen Film, den dann ein homosexuelle Koppel durchstellt, als auch ein Attent am Fond geholt und die Freiheit von der Presse und der Freiheit von den Medien und der Freiheit einfach von der Expression, von sich ausdrücken können. Und ich muss sagen, dass das extrem weit geht. So dass
dat mir wirklich auch wichtig war fir ze soen, dat het wirklich em Wirt vum Mënsch geht, dat dat wat du geschieht absolut net akzeptabel ass. An dann du kommmer dat zo, wat soll man lo machen, weil das jo inakzeptabel, dat am Fongehol Datei as jo an neise Gesetzer festgehalen, an europäische Gesetze as festgehalen am Artikel 2 als festgehalen, dat mir dat respektieren, dat schiet war gleich ass an der Teigeteimer der net mehr respektiert. So dat wat man muss machen as gucken, dat man se dazu kreieren, dat ze wirklich handeln an so sagen net machen an du hast immer nees datselwicht wat effikaz ass, dats um Niveau vun de Suen an hai ass gesot gin, dat man an kengen ëmstand sollen die Suen, déi se am Fongehol ungarn zu gut huet, am Kader vum Resilienzplan, den Lo die Suen, die alle gochte freigesat gin, fir jo nom COVID sech nees opbauen, dat déi net frei gi gin, fir Sachen, die géint Mënscherechter géfe kënne goen, géint die Rechter vun LGBTQ Eilit. Grundwerter vun der Europäischer Union selber. Ja. Absolut. An dat Getei hummer awer wirklich gefiel, dat Kommission werd die Schritt ënnerholen, die absolut notwendig sinn, fir dat man eben net nimmen bei engem dabei bleiwe fir ze soen, dat geht net, dat muss geschéien, an dat man hinnen dann sie da mussten sech erklären, an dann awer neich geschiet. Gët ja auch ganz viel von dem Artikel 7 jo geschwaart, dat sie können wirklich bestroft gehen. Und zum Beispiel können sie zukräen, dat sie können stimmen am Conseil, was eng von de Mechketen, die do sind. An den Artikel 7, den ihr am Funk schon seit 3 Jahren lebt, huet ihr noch absolut keine Konsequenzen gehabt. An Haiiers Mengen ist nämlich wirklich um Punkt kom, wo die Kommission auch wert gucken, dat ha awer lo wirklich neel mat Kap gemerk gin an sinn ganz gespannt op Deklarationun, die lo werd kommen vun der Kommission, wat an lo geschéet, weil Ungarn huet se Plan ragin fir die Suen ze kreieren an Kommission muss lo dazu reagieren. Or wie dat jo auch ganz viel Korruptionsfall an Ungarn sinn, sie wirklich ein ganz Reihe Ursachen do, net nëmmen eng, mit en ganz Reihe Ursachen do fir ze soen, dat ze am Anfang die Suen net freigestalt kräen oder jedefalls net all. An schaffen dat so bringt, dat die Decisionen gehol gin och an Ungarn, die mussten gehol gin. Weil ich will noch nach einkehr betonen, et geht net drum fir Mënschen an Ungarn ze bestrofen. Ganz am Gegendeel. Wir können die Regierung an dem, was am Moment möchte, absolut nicht die Unterstützung geben, diese Krieg, wann sie die Suche kriegen. Menschen zu schützen, an für allem Druck auf die Politik zu machen, dass sie sich auch das eigentlich Halle, was sie unterschrieben haben, weil das tut die ungarische Regierung auch gemacht, müssen sie sich selber daran halten. Und du musst aber auch wirklich die Kommission, und für allem auch der Conseil, endlich wie soll schon den Courage an den Grab holen, fir dat lo endlich umzusetzen an sech nëmi an run zu verstoppen, weil du ginnen natürlich immer Dealen am Conseil, wo die eng die anderen direkt frei halen, dat muss lo definitiv opheieren. Mir vergise ganz oft an Leiit so ganz oft Europa mech net virun, me se vergise ganz oft, dat de Blockage einfach beim Conseil ass an de Conseil dat sind die 27 Gouvernement schaffen, die dann do sinn an die dat net sech eens gehen an die da blockieren die Decisionen, die geholt gehen. Also mir hoffen, dat het wirklich vir geht an dat man ha in ne mat Kap gemerk kreieren. Mir so nicht opschiedefalls Merci, dat der no gelauscht dat tun. Mir gin jetzt Rendevous live aus Straßburg zum Schluss vom Summer rëm wann die nächst Linie ha. Vielmals Merci fir no lausren. Vielmals Merci an bis geschwen. Bis geschwen.